Ein Goblin, können wir die schon bekämpfen? Nichts zu holen. Schwerer Ost, das können wir immerhin verkaufen. Gut, was haben wir da? Wölfe. Ich glaube, die umgehen wir lieber noch. Und das Rudel Blutfliegen können wir nur einzeln angreifen. So, jetzt geht die Sonne wieder auf. Nur wo ist der Händler? Da ist auch noch einer da. Die werden alle schluffer. Gut, dann müssen wir jetzt noch ein bisschen warten, bis wir mal den Händler da hinten wieder treffen. Dann schauen wir halt einmal. Da hinten. Oh. Oh, aber die alle auf einmal. Gut, haben wir eine rostige Axt. Die können wir verkaufen. Rostiges Schwert können wir auch verkaufen. Da haben wir ja bei Gothic 1 haben wir einen Haufen Erz gehabt. Ein Silberring. 200 Gold ist der Wert, das ist gut. So, da ist die Ratte schon wieder. Diesmal hoffentlich nur ohne.
Gut, jetzt haben wir noch ein rostiges Schwert gefunden und jetzt schauen wir mal nochmal, ob der Händler da ist. Dann holen wir uns nämlich das Siegel oder was der da hat. Das geben wir dann den Piraten. Immer noch nicht da. Tja. Dann schauen wir vielleicht einmal in der Stadt noch. Wegen der Stadtwachen. Ja, schon eine Idee? Ich muss darüber erst noch... Na schön. Ach so, mit der Bauernkleidung. Oh, die Sonne. War die schon immer so? Oder macht es der Mod aus? Wetter. Gut, auf jeden Fall drängt es jetzt in Khorinis. Wir können dem Piraten auch die Kleidung geben. Aber dann können wir wieder meine. Was für ein Mistwetter. Gut, da wird der Harald drin sein. Der Schmied. Was hast du hier zu suchen? Ich schau mich nur um. Kluges Kerlchen. Gut, wir brauchen einen Händler, damit wir unser Zeug verkaufen können. Macht zu nehmen. Und Inos in seiner Weisheit. Wie sieht's aus? Du kommst wohl nicht von hier, was? Mach dir nichts draus, ich auch nicht. Wo hast du dich vorher rumgetrieben? In den Wäldern, dort habe ich Scavenger und Wölfe gejagt, zusammen mit ein paar anderen Jägern. Aber das habe ich aufgegeben. Die Zeiten sind gefährlich. Da draußen läuft viel zu viel Gesindel rum. Allerdings. Und so bat er Inos, ihnen Teil Bospa sagte, du hättest für ihn gearbeitet. Ja, habe ich. Aber ihn haben nur seine scheiß Fälle interessiert. Ich habe ihm gesagt, wie gefährlich es da draußen geworden ist. Er hat mir gar nicht richtig zugehört. in seiner Naja, immerhin hat er gut gezahlt. Darüber konnte ich mich nie beklagen. Kannst du mir sonst noch etwas über ihn erzählen? Letztens wurde Bospa einer seiner Bögen gestohlen, am helllichten Tage. So ein Typ ist einfach bei ihm reinmarschiert und hat sich einen Bogen mitgenommen. Die Diebe werden auch immer dreister. So ein Mistwetter. Adanos aber sah, dass so Wo kann ich die anderen Jäger finden? Wir hatten unser Lager draußen in der Nähe der Taverne, auf halbem Weg zu Onas Hof. Aber ob jetzt noch einer im Lager ist, weiß ich nicht. Bis vor einigen Tagen waren wir noch zu zweit hier in der Stadt. Mein Freund Troka ist ein hervorragender Jäger. Wo ist denn Freund Troka jetzt? Mistwetter. Ja, das ist eine merkwürdige Geschichte. Erst bis vor einigen Tagen noch standen wir beide an der Theke in Koragons Taverne und sprachen über die Jagd. Frag mich nicht, was dann passierte. Ich hatte schon einiges getrunken. Ich weiß nur noch, dass Troka sagte, er wolle eben ein paar Sumpfkrautstängel besorgen und kam nicht wieder. Wo bekommt man den Sumpfkrautstängel? So viel ich weiß, irgendwo am Hafen. Hast du nicht nach ihm gesucht? Das nicht. Aber ich hab's der Miliz gemeldet. Die haben ihn aber auch noch nicht finden können. Will nicht hoffen, dass ihn ein Wolf angefallen hat oder noch Schlimmeres. Ich hab Angst, dass ich eines Tages bei der Jagd über seine Leiche stolpere. Ich fürchte, das würde ich nicht verkraften. war der Zorn Belias?
dass er über das Land kam und das Tier erwähnte. Kannst du mir etwas über die Jagd beibringen? Ich kann dir beibringen, wie du dich richtig anschleichst und wie du mit dem Bogen umgehst. Wenn du lernen willst, wie man Tieren das Fell abzieht, geh zu Bospa. Er hat's mir damals auch beigebracht. Auf das ist das Land zerstört. Gut, aber dafür brauchen wir erstmal Lernpunkte. Aber Inos sah, was geschehen war. Und auch er betrat das Land. Ab sofort wird Lord André den Oberbefehl für unsere Miliz übernehmen. Alle Hey, was ist das? Bürger dieser Stadt, die über kämpferische Fähigkeiten verfügen, Das ist auf jeden Fall neu. sind angehalten, der königlichen Miliz beizutreten. Steckbriefe. Es ist ja schrecklich. Ich habe es selbst erlebt. Ich habe was anderes gemacht. Aha, also da haben wir Steckbriefe. Das habe ich schon immer gesagt. Ein Bild von mir. Wer muss die Arbeit ja machen? Wer sagt denn sowas? Okay, dann schauen wir mal die anderen noch. Erzähl mir nicht so. Von Hugo.